Und wenn du Schluss machst, dann ist bei mir das Rollen aus. Ne? Dann wird gestoppt, dann wird gebremst. Dann machst du so. Genau. So, weg mit dem Mikrofon. Genau. So, wir sind auf Sendung. Reinhold, Okay. wir sind auf Sendung. Ja. Reinhold, du hast eine Broschüre erfasst, die auch in unserem Verlag erhältlich ist für 1 Euro, 1,50 Franken, je nachdem. Es ist eine Broschüre unter dem Titel Wie groß ist Gott? Und ich weiß, es ist auch sehr, sehr evangelistisch. Dafür ist es ja auch gedacht. Ich denke, sehr gut zum Weitergeben. Genau, zum Verteilen. Zum Verteilen, genau. Wie groß ist Gott? Ja, bevor ich da hier anfange, da irgendwas zu erzählen, macht's am besten der Autor selber. Hä? Ja, ich rede da praktisch über die Gegenwart Gottes schon zur Zeit Israels, zum Beispiel in der Wüstenwanderung in dieser Feuer- und Wolkensäule. Das war ja irgendwie eine gefilterte Gegenwart Gottes, denn die Bibel sagt ja, niemand kann Gott sehen, weil Gott so gewaltig ist. Wir wissen ja, zumindest zu meiner Zeit als Hippie, gab es immer wieder Geschichten, dass unter LSD-Einfluss oder Drogeneinfluss Leute in die Sonne gestarrt haben und sind blind geworden. Ganz verrückte Sachen. Stell dir mal vor, das nur mit der Sonne. Und wir haben ja super Sonnen da draußen, die sind tausende Mal größer wie unsere Sonne. Stell dir mal vor. Also da wäre es noch viel weniger, da könnte man vielleicht nicht mal kurz hinschauen. Und Gott ist noch viel größer. Und diese Herrlichkeit wird immer wieder gezeigt durch diese Wolken, zum Beispiel, die den Tempel erfüllt haben bei Salomo, dass die Priester nicht hineingehen konnten. Oder auch zur Zeit des Neuen Testamentes in den Evangelien, wo plötzlich diese lichte Wolke den Berg der Verklärung überdeckt hat und plötzlich war Mose und Elia da. Gott selber hat aus dieser Wolke gesprochen. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den hört. Dann lesen wir von dieser Wolke zum Beispiel noch bei der Entrückung. Wir werden ihm entgegengerückt in Wolken. Und das sind also keine Regenwolken, sondern das ist irgendwie verknüpft mit dieser Shechinah, mit dieser Herrlichkeit Gottes. Auch die 2 Zeugen werden in einer Wolke entrückt. Immer wieder kommt diese Wolke vor. Und das heißt einfach, dass da ist die Gegenwart Gottes da. Da wird für kurze Zeit der Himmel an die Erde angeschlossen, angedockt. Diese Dimension. Zum Beispiel als Jesus bei seiner Himmelfahrt, das war ja die Entrückung Jesu, wenn man es richtig definieren wollte, auf dem Ölberg, da heißt, er ist hochgestiegen und eine Wolke kam und nahm ihn hinweg. Er ist also nicht bis hoch, wir stehen jetzt am Flugplatz, verabschieden Freunde, wir schauen dem Flugzeug nach, das steigt jetzt hoch und verschwindet in den Wolken. Das war bei Jesus nicht so. Er hat nicht irgendwie eine Reise durch die Galaxien gemacht oder irgendwo bis ans Ende unseres Weltraumes. Nein, er wurde in die Dimension Gottes befördert. Und das wird bei uns auch geschehen bei der Entrückung. Und darüber rede ich da und natürlich auch über Schöpfung allgemein. Ja, genau. Und hier, wie der Titel schon sagt, ne, wie groß ist Gott? Das Genau. ist wirklich der Fall. Der einzig wahre Schöpfer Gott wird hier so richtig groß gemacht. Genau. Sein Name wird verherrlicht. Und ich denke wirklich auch, ja, auch für Ungläubige eine sehr, sehr wichtige Lektüre, um einfach mal zu sehen, ja, was hat es mit diesem Gott auf sich? Nicht irgendein Gott, sondern eben Genau. ein Gott, der sich auch offenbart, ne? Wir nähern uns praktisch mal von einer anderen Seite, also nicht nur, sagen wir mal, wie man es normal gewöhnt ist, irgendwas aus den Evangelien, was Evangelistisches, ja, sondern über die Natur. Das ist ja auch das sogenannte ewige Evangelium und in der Natur offenbart sich Gott auch den Naturvölkern. Die Bibel sagt, er wird ganz klar durch seine Werke erkannt. Also viele Bibelübersetzungen sagen da in Römer 1,20 ganz klar, ja, ganz genau und keiner hat eine Entschuldigung. Genau. Und das zeige ich auch hier etwas auf. Und viele haben dann Angst vor diesem großen Gott, vor diesem fernen Gott. Oder viele sagen, man hat keinen Zugang. Und dann sieht man eben, wie Gott sich in Jesus geoffenbart hat. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn wir nur an unser Weltall denken, wo ja auf 70 Milliarden Lichtjahre geschätzt wird, das ist gewaltig. Also man kann sich das kaum vorstellen, so viele Sterne da draußen wie Sand am Meer. Und es ist auch interessant, dass immer wieder so Dinge kommen über UFOs. Vor kurzem ja wieder mit diesem Spionageballon von China wahrscheinlich. Und dann hieß es plötzlich, dass UFOs abgeschossen wurde. Und dann kamen die UFOs-Fans ganz durcheinander. Ja, das wird ja Krieg bedeuten mit diesen Außerirdischen und so weiter. Es war bestimmt keine außerirdischen UFOs. Das hat irgendwas mit Militär zu tun gehabt, garantiert. Wenn nicht viel drüber geredet wird, ist es von daher ganz klar. Und viele warten auch darauf, auf diese
Außerirdischen und vergessen ganz, dass wir schon Besuch hatten. Nicht außerirdisch, sondern überirdisch, nämlich aus dem Himmel. Jesus war da und immer wieder diese Verbindungen, gerade auch durch diese theophanischen Wolken, durch diese Gottesoffenbarungen, durch diese Wolken, ganz interessant. Und das ist eigentlich das absolut Wichtigste, ja, dass wir sehen, Gott kam schon von außen. Warum dieses Ganze mit den UFOs und diese Dinge? Die Bibel sagt, es gibt in dem Sinn kein außerirdische Lebewesen. Ja? Es heißt nämlich, er hat den ganzen Kosmos gemacht und die Erde, dass sie bewohnt sei. Das ist das, was Gott offenbart. Aber was es gibt, ist eben überirdisches. Sowohl, sagen wir mal, die ganze Engelwelt, die überirdische Welt Gottes, aber auch das Negative, das Böse, wie Teufel und Dämonen. Und damit müssen wir uns befassen. Ja? Und da sehen wir, der Besuch war schon lange da. Jesus kam vom Himmel, hat sich geoffenbart, hat uns gezeigt, was ist das größte Problem des Menschen? Die Sünde, der Hang zur Selbstzerstörung. Er hat sich geopfert, gerade das behandeln wir auch an Ostern. Er hat sich geopfert, und um uns eben zu erlösen und um uns zu neuen Menschen zu machen. Ganz wunderbar, und das kommt auch in dieser kleinen Broschüre vor. Das ist doch sehr mutmachend. Vor allem hat mir jetzt auch gefallen, so dieser Unterschied zwischen überirdisch und außerirdisch. Genau. Ich denke, das sollten wir uns auch merken, auch wenn wir mit Leuten, mit Menschen dahingehend auch im Gespräch sind. Vielen, vielen Dank, Reinhold. Okay. Ja, und Ihnen auch nochmals der Hinweis auf dieses Heftchen, auf diese Broschüre wird auch am Ende noch eingeblendet. Und und wenn Sie selber auch einen Beitrag leisten möchten, vielleicht was auf dem Herzen haben, was Sie gerne auch auf der Kommentarleiste loswerden wollen, dürfen Sie das gerne tun. Wir freuen uns sehr.